Nun haben wir eine Thon-Sauce. Thon ist der Bix, wohl verstanden. Das kann ich benutzen für Vitello Tonato. Kann ihn aber auch benutzen für eine Trilogie Thon, wo ich noch bei den gebratenen Thon dabei möchte. Für ganz viele Sachen kann ich ihn da noch benutzen. Voilà, hier haben wir als Ingredienten für Thon-Sauce. Hier ist Thon ist der Bix, au naturel, ohne Öl, ohne irgendetwas. Sauerrahm, frische Basilikum, gehackte Knödel am Mulch, Anchois am Mulch, Salz, Olivenöl, ein ganz bisschen Wasser. Braucht man vielleicht nicht mehr als gut zu viel. Dann machst du einen am anderen dran, haben Sie wie viel drin. Ja. Den Thon hast du schon an unseren Mixer, da könnt ihr bei Sauerrahm 2 gute Löffel da dran. Dann könnt ihr Basilikum. Dann nehmen wir unseren Knödel dabei. Dann kommt Anchois dabei. Das salzen wir das Ganze. Dann machen wir Olivenöl dabei. Dann machen wir noch ganz bisschen Wasser dabei, für das wir doch gedreht nicht viel mit dazu. Und da sind alle guten Sachen dran. Dann haben wir den Deckel drauf. Und dann mixen wir das Ganze. Und das ist alles fertig gemixt. Dann machen wir das ab. Das schmecken, denke ich, ob nicht viel Salz, vielleicht ein bisschen Zitronenjus, das muss wohl lecker schmecken. Ich möchte ganz bisschen Zitronenjus. Zitronenjus, was ist? Ja, Zitronen. Wie soll man das machen? Oder einfach, ich meine es einfach dran oder so. Vielleicht ein kleiner Trick. Ich habe Zitronen nicht genau an der Mitte durchgeschnitten, mir ein bisschen leicht mit. Das wird die Vorteil, dass wir einfach drücken können und kommt kein Keks heraus. Ich mache den Deckel und so. Dann mixen wir das Ganze ein. Fertig ist als Sauce. Die wird mit Back gefüllt, an der Frigo und dann ist es fertig.